Ganz herzlichen Dank, Lea und dem Team. So werden wir so richtig mitgenommen, auch in die Zeit vom Lobpreis. Wir dürfen damit miteinander verbunden sein. Auch wenn wir jetzt äußerlich nicht gerade zusammen sind, aber wir haben eben eine Verbindung im Geist und das ermöglicht eben den Lobpreis. Darum super, dass wir diese Zeit eben auch haben können. Klar, irgendwann fängt es an zu fehlen, dass wir so richtig wieder miteinander zusammen sein können. Aber zum Glück ist das ja nicht das Einzige. Wir können Gott trotzdem erleben. Ich habe damals, als ich 16 war, ein spezielles Erlebnis mit Gott gemacht. Das war der Zeitpunkt, wo ich mich Jesus hingewendet habe. Es war so, dass ein guter Kollege von der Schwester mich eingeladen hat für ein Velo-Weekend über Pfingsten. Und dann hat es dort noch geheißen, ja, man soll dann die Bibel mitnehmen. Ja gut, nimmst halt die Bibel mit. Ich habe ja nichts gegen Gott, warum auch nicht. Ich bin ja vor allem wegen dem Velofahren gegangen. Ja, und da bin ich dort in das Weekend gegangen und habe etwas ganz Spezielles erlebt. Die Leute untereinander haben sich freuen, wenn der eine etwas gut gemacht hat. Und das war für mich komplett neu, weil in der Schule hatte ich immer so Konkurrenzkämpfe gehabt. Ich wollte der Beste sein, aber es ist eben gerade nicht so gegangen. Und ich habe dort jetzt erlebt, dass das tatsächlich anders war. Und an einer der beiden Übungen haben wir dann so eine Gebetsrunde gemacht. Jeder, der wollte, hat da beten. Ich habe natürlich nicht gebetet, habe das so nicht gekannt. Aber dort ist so richtig ein Frieden, eine Ruhe über mich gekommen und das hat mich fasziniert. Und ich habe mir gesagt, das, was die da haben, das ist etwas Spezielles, das möchte ich irgendwo auch haben. Klar, im Nachhinein würde ich sagen, das ist der Heilige Geist, der da angeklopft hat bei mir, aber das konnte ich damals natürlich nicht einordnen. Ja, und dann ein paar Tage später bin ich von dieser Gruppe eingeladen worden in eine Grossveranstaltung. Ein paar tausend Leute waren dort und jemand hat so Grundlagen der Bibel erzählt. Und ich bin dann dort hingegangen, die nächsten 4 Übungen auch noch gerade hingegangen. Das hat mich fasziniert, das können zu verstehen, was sagt da die Bibel. Und derjenige, der da predigt hat, hat jeden Abend gerufen, die Leute, die ihr Leben Jesus möchten anvertrauen, die sollen führen zur Bühne kommen. Und dann bin ich am 5. Abend auch dort führen. Und dort habe ich die Wiedergeburt erlebt. Wiedergeburt, das Thema, das wir jetzt auch gerade als Predigt miteinander anschauen. Das hat mein Leben echt verändert. Und ich habe etwas festgestellt. Gott, der in der Bibel beschrieben ist nicht einfach einer, ja, das ist seit 2000 Jahren her, da kann man nichts mehr erleben, sondern ich habe Gott heute erlebt und seitdem immer wieder. Aber das, was ich erlebt habe, ist genau das, was auch die Bibel beschreibt. Die Bibel ist voll von Berichten von Menschen, die eben Gott erlebt haben. Und einer von denen, der damals Gott erlebt hat, wollen wir jetzt mal ein bisschen rauspicken, das ist nämlich der Nikodemus. Der Nikodemus, das ist einer der Oberen der Juden, also von der High Society dort bei den Juden. Der hat das Alte Testament nämlich schon gut gekannt. Das ist ein religiöser Führer und darum die Schriften, die bis da von der Bibel schon da sind, eben die Schriften vom Alten Testament bis zum Zeitpunkt, wo Jesus gekommen ist, die Schriften hat er gut gekannt. Und dort drin steht nämlich, es wird eines Tages ein Messias kommen. Das war präsent dort bei den Juden. Und es steht auch im Alten Testament, dass Gott ein Reich aufbauen wird. Also, das hat der Nikodemus gewusst. Und jetzt erscheint Jesus. Und Jesus erzählt genau von dem Reich, wo im Alten Testament steht. Und der Nikodemus hat gemerkt, das könnte der verheißene Messias sein. Also das nimmt mich Wunder. Wie ist jetzt das Ganze gegangen? Er hat Jesus gern persönlich fragen. Er hat auch die Zeichen und Wunder gesehen, die Jesus gemacht hat, so dass er sich gesagt hat, jetzt gar nicht zu Jesus. Er hat nur ein Problem gehabt. Seine Kollegen, die da unterwegs waren, die sind natürlich gegen Jesus gewesen. Weil wenn Jesus wirklich der verheißene Messias gewesen wäre, ja, dann hätten sie ja da ihre Macht abgeben. Und dann hat er sich gesagt, ja, ich gehe in der Nacht zu Jesus, dann merkt es niemand. Und jetzt kommt er zu Jesus und fragt, du Jesus, wie ist das nochmal? Kannst du mir das nochmal genau erklären? Und ich lese jetzt hier einen Vers aus dem Johannesevangelium. Das ist eines von diesen 4 Berichten, die wir in der Bibel haben, wo die Geschichte von Jesus aufzählt. Ich lese da aus dem Johannesevangelium Kapitel 3 ab Vers 3. Da sagt Jesus zu Nikodemus: Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm:
Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er denn wieder in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden? Ja, also das hat er jetzt definitiv nicht verstanden. Oder wenn Jesus von einer Wiedergeburt redet, von Neuem, nochmal geboren werden, hat er sich das buchstäblich vorgestellt. Also ich kann doch nicht klein werden, nochmal in Mutterleib und dann nochmal geboren. Also das geht doch nicht. Wie soll denn das sein? Hat er jetzt gerade überhaupt nicht mehr verstanden. Ja, er hat so verstanden, dass er die Aussage von Jesus buchstäblich genommen hat. Ja, er hat es so verstanden, was Jesus gesagt hat, wie er das ganze Alte Testament gelesen hat. Die Juden damals haben das ganze Alte Testament konsequent buchstäblich gelesen. Das heißt, wenn da von einem Reich, vom Reich Gottes die Rede ist, haben die Juden gedacht, das Reich, das ist dann ein politisches Reich. Also da gibt es Grenzen, da gibt es Militär, da gibt es einen König, so und so läuft das ab. Aber gerade weil sie alles konsequent buchstäblich ausgelegt haben, sind sie genau am Messias vorbeigelaufen. Sie haben Jesus nicht als Messias erkannt. Weil das Reich, das im Alten Testament berichtet wird, verheißen wird, das ist ein Reich, das ist sehr wohlgekommen, aber es ist eben ein Friedensreich im Herz drin und nicht äußerlich. Das heißt, ja, das Reich kommt, aber auf geistlicher Ebene, nicht äußerlich. Und so ist es jetzt eben auch mit dieser Wiedergeburt. Das ist nicht etwas, das äußerlich stattfindet, sondern das ist eben etwas, das im Geist stattfindet. Und das hat er schlichtweg nicht kapiert. Gut, für uns heute ist es natürlich einfacher, weil wir nach den Evangelien ganz viele Briefe haben vom Apostel Paulus. Und dort steht das eben drin, wie man das Alte Testament muss interpretieren muss. Für uns ist das darum etwas Einfaches. Und das ist jetzt eben auch der Grund, warum wir die Predigtserie Felsenfest haben. Weil wir genau die Zusammenhänge, die wir jetzt vom Neuen Testament her verstehen können, dass wir die eben zusammenbringen. So, ich habe das mal so gemacht, dass ich da die Hauptstichworte aufgeführt habe. Was gehört da alles zu Felsenfest? Oder es fängt einmal an mit der Erwählung von Gott. Das ist etwas, das ist so ein Geheimnis für uns Menschen. Weil die Bibel beschreibt, dass Gott, bevor die Erde überhaupt erschaffen worden ist, Gott bereits erwählt hat. Das ist etwas, was Gott tut und das können wir auf der menschlichen Ebene nicht so fassen. Das bleibt also ein Geheimnis. Was wir aber sehen, das ist die Auswirkung. Das sind die Signale, wo Gott schickt. Das heißt, bevor ein Mensch Gott überhaupt kennenlernt, kommt das Signal von Gott über, dass der Mensch überhaupt realisiert, hey, stimmt, da gibt es ja einen Gott, der will mich ja beschenken. Das heißt, da gibt es die Signal, das ist die vorlaufende Gnade von Gott. Er offenbart sich uns, damit wir erkennen, stimmt, da gibt es ihn. Und jetzt rot, das ist jetzt unser Anteil. Das ist nämlich Bekehrung. Bekehrung, das ist die Hinwendung zu Jesus. Ich wende mich ab vom Bisherigen, vom Bösen. Ich wende mich hin zu Jesus. Ich vertraue mein Leben Jesus an. Das ist die Bekehrung. Und was geschieht jetzt nach der Bekehrung? In dem Moment, wo ich mich Jesus hinwende, werde ich gerechtfertigt. Da hat Luc Aschira letzte Woche dazu predigt, ich werde gerecht gesprochen. Ein neuer Richterspruch kommt über mich und der lautet unschuldig. Warum? Weil Jesus eben meine Sünde getragen hat und weil er Sühne für mich geschaffen hat. Darum darf ich gerechtfertigt werden. Und in dem Moment, wo der Dreck draussen ist von meinem Herzen, ja, jetzt hat es plötzlich Platz, dass der Heilige Geist in mein Herz hineinkommen kann. Ich werde wiedergeboren. Das ist eben das, was Jesus beim Nikodemus thematisiert. Wir dürfen wiedergeboren werden. Jesus wohnt jetzt im Herzen. Ich bin jetzt also gerettet, aber Gott sagt, wir setzen noch eins oben drauf. Ich mache noch gerade eine Adoption. Ihr dürft Kind von Gott werden, sagt Gott. Das gehört auch dazu. Und das sind jetzt 4 Sachen, die passieren alle gleichzeitig. Ich bekehre mich, ich werde gerechtfertigt, ich werde wiedergeboren, ich werde adoptiert. Das geschieht im selben Moment. Das ist also da mehr eine logische Reihenfolge. Ja, und wenn ich jetzt Kind Gottes bin, dann kommt noch der nächste Schritt, die Heiligung. Das bedeutet, weil Jesus jetzt in mir drinnen ist, fängt das an, Raum zu bekommen. Ich darf das ausleben, was Jesus in mein Herz reingegeben hat. Das ist auch wiederum mein Anteil, weil ich stelle mich der Heiligkeit von Gott und er verwandelt mich. Also Bekehrung ist mein Teil, Heiligung
ist auch zum Teil zumindest mein Anteil. Die eigentliche Veränderung macht Gott, aber ich stelle mich Gott zur Verfügung. Also, das ist so der grosse Bogen von dieser Predigtserie Felsenfest. Um das geht es. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, ja, wie klappt jetzt das ganz konkret? Und jetzt nehmen wir da einen Vers vom Römer 10, Vers 9, ein Vers, wo der Paulus gesagt hat, wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist. Also, da geht es ums Bekenntnis. Es geht darum, wir bekennen, dass Jesus Herr, also dass er Gott ist. Und dann geht es noch weiter, wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann oder so wirst du gerettet werden. Also, wie können wir gerettet werden? Durch ein Bekenntnis und ein Glauben. Nämlich der Glaube, dass Gott so groß und mächtig ist, dass er seinen Sohn von den Toten auferweckt hat. Dann werden wir gerettet. Jetzt möchte ich diesen Vers ein bisschen in einen weiteren Kontext hineinstellen und mache da mal so ein bisschen Zeichnung, dass wir verstehen, ja, was geschieht jetzt da bei der Wiedergeburt. Nehmen wir mal an, das ist Gott. Ganz am Anfang in der Bibel, der erste Vers, dort steht, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das heißt, Gott wird einfach vorausgesetzt. Da wird nicht beschrieben, wie er dazu gekommen ist, aber am Anfang schuf Gott. Und jetzt läuft da die Zeitachse durch. Und ganz am Anfang in der Bibel steht, dass Gott in 7 Tagen die Welt erschaffen hat. So hat es mal angefangen. Und jetzt steht da auch in den ersten beiden Kapiteln, dass Gott den Mensch zu seinem Ebenbild geschaffen hat. Das heisst, gewisse Sachen, zum Beispiel die Verantwortlichkeit, das ist gleich. Der Mensch ist schon ein bisschen kleiner, aber doch in seinem Bild geschaffen. Nehmen wir mal an, das stimmt effektiv. Nehmen wir mal an, so wie das in der Bibel steht, ist es effektiv so gewesen. Ja, wie müsste denn der Mensch sein, wenn er so im Bild Gottes geschaffen ist? Respektive, wir können andersrum fragen. Ja, wenn wir jetzt in die Welt hineinschauen, wie ist denn der Mensch heute? Und wir merken, oh, da ist etwas nicht mehr ganz so, wie es ursprünglich war. Der Mensch läuft davon. Es ist nämlich so, dass Gott ein einziges Gebot gegeben hat, von dem Baum die eine Frucht da nicht zu essen. Aber der Teufel war auch da, hat den ersten beiden Menschen gesagt, komm, das geht schon, du kannst sogar sein wie Gott und so weiter. Ja, die ersten Menschen sind darauf hineingehauen und durch das ist jetzt eine grosse Trennungsmauer zwischen Gott und dem Menschen gekommen. Und statt dass jetzt der Mensch weiter mit Gott lebt, lebt der Mensch jetzt eben da unten durch weiter. Und er merkt, etwas stimmt nicht ganz. Es läuft nicht einfach alles rund. Und der eine denkt, wenn ich gute Werke mache, dann kann ich durch meine Leistung vielleicht wieder zu Gott kommen. Ein anderer erfindet vielleicht sogar irgendeine Sekte oder so. Wir probieren auf die andere Seite zu kommen, aber mit eigener Kraft geht das nicht. Ja, was passiert, wenn so ein Mensch weiterlebt und eines Tages stirbt ja der Mensch? Der Tod, der kommt auf alle Mal bei uns zu. Wohin kommen wir dann? Die Bibel sagt, dass wir da ins Totenreich werden kommen. Das ist so ein Zwischenzustand, wo man wartet, nämlich auf den Zeitpunkt, wo Jesus dann wieder auf die Erde kommt. Und da wird dann das Gericht stattfinden. Alle Menschen werden vor Gott erscheinen. Und wenn ich jetzt alleine durchs Leben gegangen bin, ohne Jesus, dann wartet auf mich dann die effektive, ewige Trennung. Oder da könnte man noch schnell sagen, ja, aber ist das ein Gott von der Liebe, der denn da Menschen einfach so trennt? Aber denken wir daran, es ist der Mensch, der das Finstere nicht möchte als Licht bringen. Weil der Mensch hat ja Zeit, das Leben lang. Das Böse, die Übertretungen von der Sünde, oder die Übertretungen von der Gebot offenbar zu machen, dass Jesus vergeben kann. Aber der Mensch, der das nicht will, der will dann in der Finsternis bleiben. Der Mensch selber zieht sich von Gott zurück und darum ist da die ewige Trennung da. Ja gut, wenn man das so schaut, dann merkt man, das ist nicht so happy Botschaft. Aber Jesus liebt Menschen. Und jetzt hat Gott einen Plan entwickelt, dass durch Jesus eine Möglichkeit gibt, dass wir gerettet sein können. Er hat nämlich seinen Sohn, Jesus Christus, auf die Welt geschickt. Und das geschieht mit den Festen, die wir ja eigentlich kennen. Also an Weihnachten feiern wir, dass Jesus auf die Erde gekommen ist. Und am Karfreitag denken wir daran, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Und dann ist Jesus 3 Tage bei den Toten, ist dann wieder auferstanden. 40 Tage war er noch auf der Erde und dann ist er aufgefahren.
Nochmal 10 Tage später ist der Heilige Geist gekommen, ab Pfingsten. Und das sind alles so die christlichen Feste, die kennen wir eigentlich auch gut. Wir wissen vielleicht gar nicht mehr recht, was ist dort eigentlich gelaufen. Aber das ist der Zeitpunkt, wo Jesus gekommen ist. Und jetzt, ich mache das mal grafisch so, ist etwas Geniales geschehen. Also wir haben jetzt da auf der einen Seite diese Linie und auf der anderen Seite haben wir aber immer noch die Trennungsmauer. Aber wenn wir jetzt das miteinander kombinieren, dann können wir da gerade das Kreuz anmalen. Was ist nämlich geschehen am Kreuz? Da am Kreuz hat der Vater im Himmel die Schuld der Menschheit auf seinen Sohn gelegt und Jesus ist da gestorben. Er nimmt die Sünde weg, dass wir frei dürfen sein. Und das bedeutet für uns jetzt, dass wir die Möglichkeit haben, uns zu entscheiden. Wir dürfen nämlich umkehren. Wir dürfen uns Jesus zuwenden, nicht mehr den gleichen Weg laufen, sondern jetzt den Weg über Jesus. Wir dürfen unser Leben Jesus anvertrauen. Wir dürfen ihn um Vergebung bitten von der Schuld. Und was passiert dann, wenn ein Mensch diesen Schritt macht? Dann findet eben die Wiedergeburt statt, von dem Jesus dem Nikodemus eben geredet hat. Dann kommen wir auf die andere Seite und dürfen jetzt da mit Jesus leben. Ja, und was passiert, wenn wir jetzt sterben, aber mit Jesus unterwegs sind? Dann dürfen wir in Ewigkeit mit Jesus zusammen sein. Ist dann noch der Zwischenzustand, bis dann das Preisgericht kommt. Das heisst, dort werden wir noch belohnt für das, was wir für Jesus da haben und dürfen dann in alle Ewigkeit mit Jesus zusammen sein. Und jetzt kommt da natürlich eine ganz wichtige Frage. Wo auf dieser Grafik bist du? Weil alle Menschen, 100% der Menschheit, ist irgendwo auf dieser Grafik drauf. Ja, jemand sagt vielleicht, ja, ich bin da irgendwo da unten, ich lebe da, mein Leben, das ist alles in Ordnung, interessiert mich gar nicht. Ja, das gibt's. Andere Menschen, die sagen, ja, ich bin da in der Schlaufe drin, ich merke, da ist irgendwie etwas, bin aber noch ein bisschen unsicher. Andere sagen, ja, ich bin da oben, ich habe gerade mein Leben Jesus gegeben, ich habe jetzt die Wiedergeburt erfahren. Andere sagen, ja, ich bin da schon lange mit Jesus unterwegs, die sind vielleicht da vorne. Wo bist du auf dieser Grafik? Jeder Mensch ist da irgendwo. Und jetzt, wenn wir das noch mal ein bisschen näher anschauen, was die Wiedergeburt betrifft, wenn ein Mensch also von Neuem geboren ist, was hat das jetzt für Konsequenzen? Oder, es war ja so, dass der Nikodemus das nicht so verstanden hat. Ich habe das jetzt natürlich vom Neuen Testament her so mal ein bisschen entwickelt. Der Nikodemus hat dann Jesus gesagt, du, ich verstand es immer noch nicht. Und dann hat er gesagt im Johannes 3, Vers 8, da sagt Jesus, der Wind bläst, wo er will. Und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist ein jeder, der aus dem Geist geboren ist. Ja, also wie geht jetzt das da mit dem Geist? Und Jesus sagt, weißt, es ist so wie beim Wind. Warum es jetzt windet und woher der Wind kommt, das wissen wir nicht. Gut, heute mit der Meteorologie kann man das relativ einfach erklären. Damals noch ein bisschen schwieriger gewesen, aber Jesus sagt, die Auswirkungen vom Wind, das sehen wir. Also wenn es fest windet, dann knickt der Baum um. Und jetzt sagt Jesus, genau so ist es mit einem Menschen, der wiedergeboren worden ist. Das Ganze, was Gott im Hintergrund tut, mit all diesen Signalen, Rechtfertigung, Wiedergeburt, Adoption, das ist alles für uns als Menschen nicht gleich gut greifbar, aber die Auswirkungen davon, die sieht man. Wie lebt es sich nämlich da oben, wenn wir wiedergeboren worden sind? Oder in dem Moment, wo der Schmutz aus unserem Herzen rausgenommen worden ist und jetzt Jesus in unserem Herz drin wohnt, sind wir total erneuert worden. Jetzt lebt der Heilige Geist in uns drin. Vorne, da sind wir Sklaven von der Sünde gewesen. Wir haben das vielleicht nicht gewusst, darum hat es uns auch nicht gestört. Aber wir haben nicht einfach sagen, ja, ich höre jetzt auf sündigen. Ja gut, auch als Christ sind wir natürlich da immer noch in dem Prozess drin. Eben Heiligung, dass wir immer mehr so leben, wie es Jesus möchte. Aber wir sind nicht mehr einfach Sklaven von der Sünde. Weil der Teufel, der ist da unten. Wir sind aber versetzt worden ins andere Reich. Der Teufel, der brüllt zwar immer noch auf, dass wir immer noch meinen, oh, wir müssen ihm gehorsam sein, aber wir können sagen, nein, weil ich bin ja versetzt worden. Und darum, jetzt lieben wir Gott. Und weil wir Gott lieben und Gott umgekehrt uns ja auch liebt, ist da eine Beziehung entstanden.
Und die Beziehung hat natürlich Auswirkungen. Wenn wir so richtig geliebt sind von Gott, dann fällt es natürlich viel einfacher, auch andere Menschen zu lieben. Und jetzt dürfen wir da mit Gott leben. Und wir sind geschützt vor den Angriffen vom Teufel. Ja, der brüllt schon noch, aber denk dran, das, was in deinem Herz drin sich verändert hat, das kann dir niemand nehmen. Oh, da mag es Corona-Krise oder was auch immer für eine Krise im Moment sein, vielleicht auch etwas ganz Persönliches. Aber das, was Gott in dein Herz hineingesetzt hat, das kann dir niemand wegnehmen. Da kann der Teufel noch so brüllen, das geht nicht. Wir sind geschützt in Gott drin. Und jetzt wächst vom Heiligen Geist her etwas in meinem Herzen drin. Die Frucht vom Geist wächst. In Galater 5,22 steht zum Beispiel, dass Friede, dass Freude, dass Liebe entsteht. Das ist etwas, wo Jesus uns gibt und in dem, das jetzt in uns drin ist, fängt das an zu wachsen. Und das heißt jetzt, dass wir selber zu Menschen werden, die lieben, die freudig können sein, die geduldig sind, die barmherzig sind. All das, wo Jesus ist, wohnt jetzt in unserem Herzen drin. Und jetzt durch die Heiligung fängt das an zu wachsen, sodass wir selber immer mehr so werden. Ja, es ist so, dass der ganze Charakter sich jetzt durch die Wiedergeburt anfängt umändern. Ja, wenn Jesus gute Werke da hat und er wohnt jetzt in unseren Herzen drin, dann werden auch wir immer mehr anfangen, gute Werke zu tun. Weil Menschen uns wichtig sind und so können wir das umsetzen. Und darum wundert es nicht, dass genau dieser Auftrag, das anderen Menschen zu erzählen, der Grundauftrag der ganzen Kirche überhaupt ist. Es geht darum, dass das möglichst viele Menschen dürfen erleben, dürfen erfahren, dürfen begreifen. Und das können wir weitergeben, indem wir einfach vorleben. Das ist so eine Komponente, indem ich das neue Leben, das entstanden ist, einfach ausleben tue. Oder ich tue jetzt eben effektiv gute Werke anderen Menschen gegenüber, so dass die entdecken, hey, da gibt es einen liebenden Gott. Wenn die das so erlebt haben, kann ich doch das auch erleben. Oder wir erzählen anderen Menschen, vielleicht sogar mit einer Skizze, wie das da gelaufen ist. Oder wir beten für andere Menschen. Wir bitten darum, dass der Heilige Geist übernatürlich ein Wunder tut an den Menschen. Also, das ist der Grundauftrag, den die Kirche überhaupt hat. Und darum, das, was man da redet, das ist nicht einfach etwas, was man theoretisch weitergibt, sondern das ist etwas, was dich persönlich ganz direkt betreffen kann. Weil du hast heute die Möglichkeit zu sagen, jawohl, ich will den Wechsel machen. Ich werde am Schluss von der Predigt das Gebet sprechen, wo du im Herzen anbeten kannst, so dass der Schritt da von der Bekehrung für dich Realität wird und dass du eben wiedergeboren werden kannst. Und was bedeutet die Botschaft für Menschen, die jetzt da wiedergeboren sind, die vielleicht schon lange unterwegs sind mit Jesus? Ja, das hat große Auswirkungen. Ich nehme dazu den Vers von Paulus aus dem Galater 2, Vers 20. Dort steht nämlich, nicht mehr ich bin es, der lebt. Nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben des Sohnes Gottes. Also er sagt, das, was ich jetzt lebe, das mache ich nicht mehr aus mir selber, sondern ich lebe aus dem Zustrom von Gott. Der Glaube kommt sogar von Gott. Alles nehme ich von Gott. Ich beziehe mich immer auf das, was Gott in meinem Herzen verändert hat. Und so dürfen wir uns als Wiedergeborene immer wieder neu ausstrecken nach dem Geist. Dass der Geist in uns noch mehr Raum überkommt, dass er sich noch mehr entfalten kann. Und das bedeutet eben auch, dass ich all meine Umstände jetzt von Gott her anschauen kann. Es ist nicht mehr ich, wo ich einfach verzweifelt bin, sondern Gott wohnt in mir drin. Und ich darf bei jeder Situation fragen, Gott, wie siehst du jetzt diese Situation? Und das heisst, dass wir für unser Leben eben eine Perspektive bekommen haben. Wir sind nicht mehr alleine, sondern wir sind wiedergeboren. Ja, noch mehr. Die Perspektive geht so weit, dass wir eine Ewigkeitsperspektive bekommen, weil es eben noch viel, viel weiter geht. Und so kannst du dir mal überlegen, wenn du schon länger mit Jesus unterwegs bist, welche Veränderungsschritte hat Gott schon gemacht? Ja, wenn wir uns das mal ein bisschen durch den Kopf gehen lassen, merkt man, hey, da hat Gott schon mega viel gemacht. Genial, wie wir schon stark verändert worden sind durch Gott. Und vielleicht kommen uns dann dort und dort noch irgendetwas in den Sinn, was noch nicht ganz so ist, dass wir schon so leben wie Jesus. Wir reden vielleicht noch anders, wir denken noch anders, wir fühlen noch anders. Dann kann ich sagen, Jesus,
und das in mir drin auch noch zur Entfaltung bringen. Und so hat das ganz eine grosse Konsequenz für uns alle. Ich möchte jetzt zum Schluss noch beten und ich möchte vor allem für Menschen beten, die diesen Schritt machen möchten. Und ich mache das so, dass ich ganz langsam bete und du kannst jetzt Satz um Satz in deinem Herzen einfach nachbeten. Dass du sagen kannst, jawohl, das möchte ich auch. Und so kannst du erleben, dass der Mensch wiedergeboren werden kann. Ein Angebot für dich. Lasst uns miteinander beten. Vater im Himmel, danke vielmals, dass du zu mir geredet hast. Danke, dass deine Liebe auch für mich da ist. Danke, dass ich verstehe, dass das Angebot jetzt für mich da ist und ich entscheide mich, den Weg mit dir jetzt zu gehen. Jesus, ich bitte dich, dass du mir vergisst. Alle Schuld, die ich auf mich geladen habe bisher. Ich löse mich vom Bisherigen und ich unterstelle mich deiner Herrschaft. Du sollst von jetzt an sagen, wo es durchgeht. Jesus, mein Leben gehört dir. Danke darf ich wissen, dass du das Gebet erhört hast. Danke darf ich jetzt ein Kind Gottes sein. Danke, dass du mich wiedergeboren hast. Danke, wohnst du jetzt in meinem Herz. Ich danke dir, dass du mir die Schuld vergeben hast. Und ich danke dir, dass du jetzt in mir wohnst. Zeig du mir, was ich tun kann. Zeig du mir, welchen Weg ich zu deiner Ehre gehen kann. Danke vielmals. Amen. Wenn du das so mitgebetet hast im Herzen, dann kommt es nicht einmal so darauf an, genau welche Worte du gebraucht hast. Dann darfst du wissen, ich bin jetzt von der unten übergewechselt, ich bin jetzt ein Kind Gottes. Und wenn du den Schritt gemacht hast, dann lade ich dich ein, melde dich doch. Im YouTube unten haben wir ganz viele Links, dort kannst du dich gerne bei uns in der Gemeinde melden und wir werden Kontakt mit dir aufnehmen, dass du gestärkt wirst auf dem neuen Weg. Ich wünsche dir Gottes Segen für diese Woche und darüber aus.